Guten Abend gewünscht beim dritten Match vom Abend, den wir live fertig überdrohen. Beim uns den Pingu. Und, ja, schönen ja, Abend drum. schönen guten Abend drum, genau. Wir kommen gerade aus der Party Enraged in Exaco, wo für Enraged entschieden gouf. Und ja, lo werden wir gegen den Match also von Rocket Lions an Blue Bishops fallen. Und relativ gespannt auch, wie das wird ausgehen. Ich denke, das ist nicht so ein dramatischer Match, wie wir letzte Runde hatten, also letzte Match hatten von Enraged, die leider so den Match gegen Triple Commit verloren hatten und du relativ ja licht Gegner hatten, kann ich mal so sagen. Durch den Lose. Und ja, sorry, Pingu, was hältst du davon? Ja, zwei Gegner. Also, das ist auch schon. Zwei Kippen, die sich auf den treffen. Ich hätte so ein ausgeknochene Kippewerte sind. Ich bin gespannt, wie das auslebt. Ich hoffe nur ein gut intensives Match. 3 Runden, wann ich geliefert. Ja, effektiv 3 Runden der Ferner, weil er wünscht für das letzte Match von der Runde 4. Da gehen wir nämlich nur noch nächste Runde gucken. Ja, no Match gucken wir dann neues denke wie die Runde 5 wird ausgesehen, weil da wird man auch wahrscheinlich ganz interessant ja, so mal Paarungen hun für verschiedene Leute vielleicht nicht so ganz witzig. Für andere werden wahrscheinlich ein bisschen mehr einfach gehen, 4 Win zu holen. Aber das gucken wir dann am Schluss. Genau. So, wir warten mal bis die Mannschaften auf den Server kommen, dass wir dort an den nächsten Minuten bzw. Sekunden geschehen. Das Ding auch, die Equipe können sie das joinen. Ja, die Equipe schon echt. War tipptopp. Ah, guck ich grad. War vielleicht ein bisschen zu schnell. Und der Equipe ist doch da. Ja, das kann eventuell noch durchgehen für das mal war. Ja, genau. Geht wirklich durch. So, ja, alles geht, ganz schnelle Start. Ganz schnell Start. Alles. Ein C wird 14. Ja, Motivation als ich an halt den Umstoß, den direkt wohl op Zeit tun. Oh, Moment. Alias mal den nächste Goal. Den Alias Schei für Blue Bishops direkt schon ja, stark umgefangen. Ich hat leider ein bisschen zu spät reagiert, nicht wieder zurückkommen. Und Blue Bishops gehen mit einem 0 auf Führung. So, Alias schon Mauer probiert näher dribbel. Oh, doch nicht. Ich meine, hat gesagt, mir Leute, das ist falschen Zeitpunkt an Alias Schei überdribbelt, 2 Stück an der Loot. Will ich ja wissen. Und du, oh, schön von USF. USF hat man eine Minute geholt. Probier doch heute schön gut zu machen. 4 Rocket Lions. USF da unklickig geblockt. USF hat schön gut gemacht vom USF. Hallo. Shadows der Leute da lanscht. Blue Bishops, die sind relativ aggressiv. Sie probieren der Teil wirklich ganz eindeutig, wie sie es entschieden. Guck ich hat Lo man Ball noch 4 gut geblockt. Er sagt schön reagiert für den Ball Obzeit. Eventuell Chance für den Allianz, ne. Wir dürfen wieder ein offenes Goal. Komplett offene Goal auf der Seite von der Blue Bishops. Und hat relativ einfach für den USF den zu machen. Ja, ich meine, das ist ein interessanter Match, wo er es 4 gestaltet hatte, ne? Auf so läuft. In den 1,5 Minuten gespielt.
wat als die 2 Ekippen erbringen safe ja effektiv schwingen nur aus den am mechten erfahren huet bei de Rocket Lions geteilt op Zeit gedikst vun de Blue Bischofs Rocket Lions stehen du hannen zu 3 an der köcht an Schema am Block an der riese Chance gemacht ja effektiv ja den war perfekten Zeitpunkt do sprengt iwwer den Alliage a versenkt dat fir den 2 nur 2 Minuten du bist das mat der an gehol Jannik ha schön intervient Jannik den bis geben ein der Mengen Bayiert der Pechleist zu werden ha riese Fehler vu Alliage krieg den Ball noch gesaved noch gut rausgespielt just mal rausgespielt krit net genutzt hun the Rocket Lions oh, wow du selbst Shake contested ja dann war noch wieder ja genau 2-2 3 Minuten gespielt das ein interessante Match beide Kippen hun gut Chance bis gehabt und auch den wo es benutzt mat der technischer Überhand gebe Mengen den Alliage probiert Kontrolle von segem Auto rumzukriegen dem durch Gegent gebombt gouf das Spiel zu von Rocket Lions noch 4 mit du brauchst noch geschafft den Alliage geht zum Klick richtig gut raus von der Rocket Lions zu 3 am Goal gut aufgeschwert okay Triple Commit sehr fein man mit der Chance mit zu spielen leider huet de Shadax da an Cookie Cat gewift klärt fir Rocket Lions immer Richtung Blue Bischofs gut mat der Reaktion gut safe vom Alliage Skihaus kennt go vum man Schoss ja dat war natürlich een relativ schlechten Kle vum Alliage aschlecht doof geschwert Jannik die war auch schon dabei fir op de Ball ze goen an Nepal den Igordo war mat dabei 3-2 fir Rocket Lions super Schoss vum Cookie Cat en Double hat leider net genau opgangen Blue Bischofs muss se schei bësse besser aufschätzen fir dat se nach eng Chance hun lo an den lechten 20 Sekunden he den Scheine se vum Igordo halt vorbei gut geklärt vum Alliage lo die last Chance 5 Sekunden spielen ziemlich gut raus ja. Gut geklärt vielleicht eventuell enke Chance nee. Rocket Lions hält sich den echte Match ja Pingo also ich denke dass der ziemlich erläng möchte quasi das Spiel wie gesagt wieder gesehen hast wirklich alles auch die mich bei gesaved wird von Jana den ja oh, und ich hatte direkt wissen
Also kann wie gesagt sind soll ich sehen dass er sagt bis die anderen Kerl mir muss immer schon dass Spieler alles kann voilà, an ha immer schon direkt nur einfach immer nach Aktion just de Goal verpasst gut probiert fir die echt 10 Sekunden enke krit de Ball riwer Richtung Goal an e Fehler vum Gordo e Backflip gemar anstand an Flut zu kommen dat war natürlich bis vielleicht Nerven die man am Spiel sinn ze wissen dass fans den heute Match verleieren dann ja dann seid net so gut wie sie 15 Sekunden gespielt 1-0 für Rocket Lions alles op ja gut do gut beigehalen Shadows da huet dat ja auch war ein klein Fehlkommunikation macht dabei am Cookie Cat an de Jannik as gut dabei bliwen an hue an de Go gedregt noch Zeit gedregt ja der Minute macht nur mat wäsch gedregt ja 3 Sekunden gespielt schon een kennt nach interessant gin dat ganz das aufzuweiden Goalschuss klierten kräfte go bis gerieft vu den hue gemengt Go geft mat goen ha klein viele Kommunikation just noch dats de Ball op sein Dach geflühen ass probiert ni Gordo gut reagiert rauskom freizeitig alliage se sind se ha bei Lo Bischos se lossen se schon net holen wow super safe vum Cookie Cat no Fehler vum USF den Gordo die probiert de Ball weit ran zu bringen an Zeit vu Rocket Lions dat net funktioniert Rocket Lions immer eng Wif eng double commit get heute vielleicht chance nee den USF klärt het relativ gut Shadows der hält de Ball mat weiter ist ganz interessant knapp bis méi wie 2 Minuten gespielt se das relativ gute Pingpongsmatchers geht hin an hier bei die Kippe man zwar genug Fehler aber das der die Sache interessant mischt genau und bei noch fix mit bis die mehr an der Luft just nach du sur Platz probiert allen Method wo nimmer ka fannen für de Ball zu kommen für den an Gegner Team zu bringen zu spielen alles das da op Gordo mis reislo kommen die Schamentsch de Ball kurz hingelöet. Viel Kommunikation alliage am Jannik. No probiert de Ceiling Shot la net zo opgangen. De Bischos mussssen sech lo ha bis wappen Scheine Schoss noch 4 an ha riese Chance. An den Gordo, den in der ganzen Zeit am Goal steht. Mam schoss noch 4 am der Finalisierung vom Goal. 2-1 für Blue Bischos. Nach knapp 1,5 Minuten zu spielen. Beide Equipen sind halt wirklich on edge. Schönes
Ceiling Schoss probiert leider net mat viel Power der han hat vom USF Lobichos der okay Fehler machen da gin sie op ne Goal den USF kommt leider net benutzen Shadax da immer nach meinem Ball probiert zu dribbeln as net opgegangen am Schoss noch 4 direkt am Schoss zurück op se vun de Bluebichos safe Fumi Gordo kleine Fehler Ball mat run an de Jannik Mamschoss fir den 3 no eng super Pass vum Alias vun Uwen no dem den USF leider falsch bereiert huet am mat ragholet an seg egen halschend 3 fir Bluebichos eng drittem Spiel aus ja schmeckt das der Fall se schwënst ne Pingu lachte Match vun der run dritt Spiel hoffentlich sogar mat overtime dat wär natürlich extrem favorabel dat den iwwer dir wünscht USF nach Ceiling Shot ass du lacht an der Fahrt fir den zweite Match 3-4 Bluebichos ganz sonnerwart muss ich ganz ehrlich soen aber super gespielt vum Gordo am Alliage zu summen die Jannik hat halt auch sin Goalchance wie ich seit an Lomolo war de wat den dritten, ja genau wat den dritten erlächte Match bringe werd so voilà. Also kom mis Lasko Mam dritte Match let's go direkt Schein mam Schuss an Territoire vun de Bluebichos an Jannik du lacht den Opening nee die Gordo kliert an USF man Fehler pass an mit Jannik konnte leider net wie schmatwellen rum do zu hullen Jannik Leute lo lacht die Gordo was 4 das net hannen gött er den Opening nee so eng gut Kommunikation muss so Bluebichos hier Rotation so weniger Rotation das kein Rotation wie sie normalerweise kennt na Schall am Erdribbel probiert an gut safe und Daxter hat ganz schwer kennt go 4 Rocket Lions na ein Double Commit von Gordo an dem Alliage an dat den Opening 4 van dat man den wunderschönen Double Touch. Ja, dat war eng klein Fehlkommunikation zwischen Gordo an dem Alliage an gouf direkt bestroft von eng wunderschönen Double Touch 1-0 eng Minute gespielt 4 Rocket Lions. Kleine Fehler vom Jannik die Gordo möchte dat ganz gut haben opene Goal ja dat war mein ganz klar Fehler vom Gordo wollt mengen Spus sich goen an war leider zu spät am Goal an nur Eiskaderem bestroft 2-0 für Rocket Lions. Ja, mir den ganz ehrlich, dass an Heim den USF hat der Chance den Gordo gut gesaved über de Backboard. USF les net locker an as ziemlich schon an Hai op den Goal für Cookie Cat an Cookie Cat verwandelt dat. Et war so wie gesinn engen Triple Commit
Yep. Ja, Damit. Triple Commit war das ganz klar, dat muss bestroft gehen an dat Rocket Line so gut gesagt die bestrofen. Guck ich hat ja Drheim der Chance Shane destroyed gehen vom Alliage. Na die mat der Chance. Und Ball geblockt. Das hilft jetzt raus. Kann ich vom Erdwirbel? No SF den weist ger bisse wette kann. Den ass definitiv lo show. Und ha e riese Fehler vum Shadax da. Ja, ganz klar. Also heuers Match haget all Fehler bestroft. An der heute waren ganz klar eng Fehlkommunikation vum Shadaxter an dem MSF. Shadaxter höllt den Ball am Platz dem MSF zu losen. An den Alliage ergreift sich die Möglichkeit für den 3-1. Monika Busmi löse Kickoff. Nigolo können aus dem Goal raus. Sie sind all in, hier wir mengen Blue Bichos. Also aufgeschrieben und sich noch gut nicht. Nee, sie wissen das heute ausmäßig. Das heute können sie machen. Es sind nur 2 Minuten zu spielen. Das zu packen. Oh, hallo. Ja, das war definitiv ein Open-Boot, wie es jetzt ist, Pingu. Das, ja, da passt die Notdeel von den ganz op offensiv geht. Rotation, den nur so gut geklappt wird wie die letzten 2 Matcher. Mal einen fixen Goalkeep. War ziemlich, ja, komisch aus, also anormal aus für eine Rotation. Nee, es klappt tipptopp für Blue Bichos. Ich soll, wo sie das müssen abgehen. Und ha lo Alliage mat der Chance SF safe den awer. Logo fäng du kritisch zu gehen fir Blue Bichos. Ha ëmmer klenge Fehler vu mi Gordo. Alliage awer du und hëlt den raus. Ah, wow. Ja. Dat war e schöne Schoss. Den Alliage probiert nach run zu kommen. Me leider zu spät. 5-1 für Rocket Lions. Das nach 1,5 Minuten spielen. Wunderschöne Ceiling-Shot. Leider Gottes op de Poto. Dat wäre natürlich lo für him Kron gewircht für diesen Abend. Na, vielleicht nicht locker erscheinen. Wees dass Gegen Schweessen probier lo mé dress zu hullen und geseine noch ganz ehrlich lo ha das Cinema so on spot so méi double commit ja schmengen sie sind sich auch schön ha am Kloren das 50 Sekunden spielen net nie wahrscheinlich stö go 4 Hai wenigstens nach einen Ausgleich zu packen. Shadax daheim am Fehler. Wir sind noch Rocket Lions sind ein bisschen mehr Labber. Man hat Chance nicht gerade was nicht am Goal gewesen. Das hat keinen 6 sehen können. Und Lorem Shadax dann nicht kritisch. Ein op Boot an no SF Mam safe. Die an Katkete man an hai Rëmme safe. An hai schmengen ha no SF sech Lein vergesot. Wees de wat ech waren einfach ran alle gut is. Genau. 5-2 ganz interessante Match auf Schifalls die echt 2 Matscher an Heil und natürlich an Alliage just Mam safe méi Rocket Lions holen se schei de win vum Moment
Blue Bischofs muss leider ja mein Match enker no gucken fir gucken wat ze schief wat falsch gelä was Pingu wat meinst du Also die zwei Match hun so wunderbar gespielt beim dritten Match du hun sich so viel Fehler erlaubt ja Miscommunication oder keine Ahnung ja het war bis eng vu Miscommunication an wackelsche kneie gebe ich so méi so net best gemacht so net gut probéiert wat wie en Casino der méchen am zweite Match méi se konnten dat leider net weiter hoelen an den dritte Match an kleinen zu noch verdient gewonnen durch den USF hauptsächlich ja so dann gehe ich so mir gucken mal ein op Tronfenne fir gesagt mat in den nächste Begegnungen an mehr begräessen den Blackstar bei euch jo salut da guck mal die Lächtron an die 5 an ja da fängt man dann direkt mal mat Exact Corporation gegen de Bananas Exact haut gegen den Rage leider verloren an gegen de Bananas denken ich gut auch um ein anständiges Match wenn du nur viel hört kann ich so nicht so und ich gebe war Exact schätzen ja ich mein du sinn ich mat dabei also ich ge so aber net so schlecht gemacht gegen den Range zu eng super gut Defense gehabt also dat hat net alle Mannschaft fertig wurde so gut handeln zu stoen man so vielen Goalschuss von den Rage denken schon nur dem wat man bis dato gesinn vun de Bananas dat Exact aber wahrscheinlich die upper hand hat an dem Match so dann Match 2 get gut gegen das Gaming du hast du de get gut gegen Tride Patlo entschied gehen en Teil draus zu machen bei die Kippe konnte net spielen an wir können leider auch ob bei die Kippe nicht weiter warten weil dem Match könnt anscheinend gerne zu stern ja du spielt der Lo get gut gegen das Gaming denken für das Gaming steht sich verbessern geht gut wie sie nie wie sie gerade Druck sehen auch da darum ganz enke Match ja das geht effektiv in enke Match ich meine beide Kippe sind plus minus im selbsten Niveau als ich sehe es geht gut hat bis so mehr Niveauschwankungen wie Judas Gaming auch ziemlich konstant an ihrer Lichtung schwingen war ganz klar zu sehen also ich kennt mal nicht so wen gave gewonnen ich bloß nicht bei einem offenen Match ja Pingu was hältst du dazu ich gebe auch so ein open Match zwischen zwei Kippen Judas Gaming verbessert sich durch gesehen geht gut naja du hängt wirklich darauf also hoffen wie der Match geht gut dann die dritte Part gegen Lions ich meine zum Haut bewiesen dass es zu weisen hun an dritte Part schon gewonnen Lions auch gewonnen also auch ganz ausgelacht und kann ganz interessant gehen wir wissen dass der dritte Part ziemlich defensiv spielt dat kennt wie den USF wird vielleicht zum Verhängnis kommen weil nicht genug Gola an die Engagement dieser Richtung könnte fallen ja dat kann ich auch nimmen do zustimmen schmengen Rocket Lions ass eng Kipp wo sech hauptsächlich basiert op spielt sich vum USF dass den de Masterplan so entwickelt während den Spielen an van den zwei schlechten nach huet erkennt sinn dats Novella ein interessante Match gëtt. Voilà, dann was du gefrot Zeile sa Pingu Red Lions kennt Elite. Ja ich mein, Red Lions gegen Elite geht ein relativ schwere Match für Red Lions da net fir zu so easy going oder so ich mein, ganz interessante Match als gegen Elite Pingu schmengen schwere Match geht effektiv ja du ma bis eng Deschlange bis try harden durch Gegent
für das mal show genug sind an Elite eventuell klappen. So, dann haben wir Blue Bishes gegen Team Lützeburg. Team Lützeburg nach immer kein Win an diesem Turnier. Und vielleicht das ist ja das so weit. Hier so auch da ein interessantes Match. Aber ich werde das Blue Bishes da auch nur das Fair wert tun. Und das könnte eventuell ein 2:1 für Blue Bishes gehen. Aber das weiß ich nie. Team Lützeburg ist stark im Trainieren. Und gucken, was das da auf Art. Ja, ich meine, sind die zwei Equipen mit denen zwei, also ich meine, jetzt sind die zwei Equipen, die haben noch kein Match gewonnen, meine ich gerade aus der Free Win. Eine Kappa Kipo auch noch kein Match gewonnen gehabt. Ja, das. Ja, okay. Team Lützburg hat den Free Win letzte Woche gehabt, aber das 10-mal nicht das gewonnen. Ja, effektiv. Ja. Pauszeit. Ja, leider Gottes geht das, meine ich, relativ schwere Match für Team Lützeburg. Ich meine, Blue Bishops, sie sind teilweise auch ein bisschen wackelig von den Alliage an den. Du weißt, ich leider den Namen nicht mehr. Yannick. Igordo, von den Igordo an den Alliage guten Tag. Und es geht relativ schwer für Team Lützeburg durchzusetzen. So, Kappa Kipo geht nichts vor am Haus. Die brauchen nicht zu spielen, dann kriegen wir viel Win. Und dann kann den Match den ganz interessant, das Overtime gegen den Enraged. Das geht Heavy Fetzen. Ja, also das geht wahrscheinlich geht das Mod, ich denke schon mal, dass das Mod von den Top-Matcher von der Woche wird gehen. Genau. Overtime hängt wirklich auch von der Stimmung von Overtime, wie auch bei Enraged. Das kann ein Match mal einem Ausgang sein, wo man im Moment nicht wirklich können viel gesehen. Wenn du so mis tippe, gäbe ich eventuell den letzten Viertel, den technischen Viertel unenraged gehen. Mehr das aufzuwarten. An der letzten Match ist dann Triple Colt mit gegen den Leaking Brains. Leaking Brains hat ziemlich gut gespielt. Ob es durchgeht für Triple Commit, an der Regel ja schon, weil sie Elite geschlagen haben. Aber ich meine, brauche ich noch ein bisschen mehr für Triple Commit die Equipe zu gewinnen, wie nehmen Elite mit einem 2:1 zu klatschen. Ja, ich weiß nicht, die Leaking Brains, die sind relativ stabil an ihrer Rotation, an ihrer Defensiv, Offensiv. Weil noch gesehen wird, gegen Elite, ich meine, sie haben sich da wirklich gut gesagt. So kein wirklich Knäuer kriegt, sie nicht um Schweiße kommen. Und ich denke, dass das relativ schwere Match wird für Triple Commit. Wann der Leaking Brains natürlich so spielt, wie man sie bis dato gewinnt sind. Wie gesagt, das ist Rund 5. Dann haben wir nicht mehr nach Rund 4 von den Matcher gespielt sind. Und da gehen wir so los auf den Double Elimination Bracket. Und da geht es ganz interessant, weil du stößt dann alle gute Equipen benehmen und haben nicht mehr nach 2 Chancen. Aber wenn sie den nicht nutzen, dann sind sie endgültig raus. Wie gesagt, das bleibt spannend hier am Showdown. Ich hoffe, ihr guckt nach immer alle Matcher fleißig noch. Sie sind auch alle auf YouTube vertretbar und es kommen nächste Woche auch noch 1-2 Matcher, die man nicht direkt streamen tun online. Die könnt ihr dann auch einfach verfolgen. Das ist nun an dieser Stelle. Merci für das Nachgucken und dann wünsche ich euch einen guten Start an die nächste Woche. Und Silas, die Wünsche zu gehen, statt leicht vor. Ja, ich denke, es war ein interessanten Rund 4. Leider mit Zwischenfall, wo bis dato noch nicht so zu Sterne kommen. Nee, das gehört auch dazu, zu einem Turnier. Und ich bei Rapport gehen nur das gleiche Wort und der Pingo. Ja, wie gesagt, so mehr zu no kommentieren und ich wünsche euch alle guten Exchange-Start und nächste Woche.